Endlich geht es weiter, hier bei Hyrule Warriors. Was heißt endlich? Für euch ist bloß ein Tag vergangen, für mich auch fast eine Woche. Ja, wegen ganz anderen Let's Plays momentan laufen echt gerade viele parallel, online ja auch noch und so. Man muss auch alles irgendwie nur einen Hut kriegen und Super Smash Bros. mit einem Fieber drin und ja, ist einfach gerade ein bisschen verrückt. Gut, der Game-Modus also und ja, wir müssen hier mit, also das heißt müssen, wir dürfen natürlich mit Ganondorf fighten. Ach du heiliges Radieschen. Ja, aber erstmal natürlich zum Bazar gehen, vielleicht gibt es was abzugraden. Alter, Stufe 1 wollte mich verkackeiern. Ja, wir können bereits was upgraden, ja, kann ja nicht schaden, wenn er Stufe 1 ist. Alter. Okay, ich denke nicht, dass wir bereits gegen ihn fighten müssen, also sprich, dass es irgendwie eine Mission gibt, wo wir mit ihm einsteigen können und dann heißt es plötzlich, ja, nachher gegen ihn fighten, Stufe 5 und so, wird ganz lustig. Glaube ich eher weniger, wäre glaube ich ein bisschen lame. Gut, er wird schon so richtig geile Angriffe drauf haben. Ich freue mich, ich freue mich. Also eigentlich das erste Spiel, wo man mit Ganondorf auch fighten kann, war. Ich meine, klar, Super Smash Bros. Ist natürlich immer etwas anderes, man kann das nicht gleich vergleichen. Aber generell so halt, was Zelda-Universum betrifft und Hyrule Warriors, auch wenn es halt ein Spin-Off, auch wenn es natürlich ein Spin-Off ist und von dem her ja nicht so viel jetzt mit dem Original zu tun hat, mit der Originalserie, ist halt trotzdem ein Zelda-Spiel, würde man es behaupten. Und deswegen, dass man hier mit Ganondorf fighten kann und mit Sheik und Zelda und allem möglichen. Natürlich ganz gerne. Hofft doch trotz allem, dass es später auch noch möglich sein wird. In welcher Form auch immer. Ist natürlich noch momentan noch nicht so sehr voraussehbar, aber wie gesagt, wer weiß. Okay, linken neues Upgrade. Da muss ich ganz unten natürlich. Und hier Gesichter mein Gott, heilen endlich. Eine zweite Spezialangriffsleiste. Alter, jetzt kann es richtig schön loszuwäschen. Das kenne ich bereits auch aus One Piece Part Warriors 1 und 2 und das war schon damals sehr geil. Also, wenn man nachholen muss, hier ist natürlich mit Zelda zu fighten, ganz klar. Ja, gut. Ja, momentan sind das alle Charaktere, wa? Also, weiß ja, regulär im Spielverlauf kann man noch Agnetha und natürlich auch Prinzessin Ruth noch freischalten. Haben wir auch schon gesehen, oder? Gegen sie gefeiert ja auch schon und auch schon als Teampartner mit ihnen. Seltsamerweise sind noch nicht dabei. Ja, was Sia, Volga natürlich, wie ist der dritte schon wieder? Man merkt, es ist eine Woche vorbei. Verdammt. Ja, Sia, Volga, nicht wohl wagen, ist ein Volga und ja, der dritte war so ein Kapuzentyp, so ein Einauge, so ein Hexer, was den Namen echt nicht mehr. Will ich mir jetzt gerade verarschen? Gibt's noch nicht. Moment, ich habe gerade irgendwo Listen noch, wo die jeweilige Parten so aufführen und die Anzahl, ja, hier ist der Name von Volga. Weil hier in der Liste schreibe ich auch immer noch die Partbeschreibung auf. Von dem her dachte ich, jetzt wäre es vielleicht noch lustig. Sag mal. Ja, gehen wir in Volga, ne, da war es bereits. Hä, wo ist er jetzt? Na, ist ja doch ein paar Parts her. Will ich mich jetzt gerade verarschen? Ja, das war irgendwie beim Heiligen Schwert, war? Nee, das war es auch nicht. Ich habe den Namen noch nirgendwo aufgeschrieben, das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe dessen Namen echt noch in keiner Partbeschreibung drin. Okay, wie gesagt, ich weiß den Namen nicht mehr. Haben sich nachher noch wieder ein, von dem her. Kein Problem. Okay, trotzdem wollen wir natürlich losfighten, war nicht irgendwie groß quatschen. Und zwar mit Ganondorf und seinen Breitschwertern. Und ja, kann ich natürlich die Kostüme auswählen. Die gab es, man muss gerade überlegen, wie gab es denn ja die Ganondorf-Kostüme schon wieder? Das war auch irgendwie ein Update, oder ich glaube, doch musste ich irgendwie einen Download-Code eingeben beim eShop. Ich weiß gar nicht mehr. Was ist eine Vorbestellung? Nee, war keine Vorbestellung, da war ja Dunkellink. Da war gerade dabei, ich glaube, das war einfach nur, weil ich halt, genau, ich weiß auch wieder. Wir haben halt Hyrule Warriors einen bestimmten Zeitrahmen, ich glaube zwischen Veröffentlichung und offiziellem und irgendwie Oktober, November, glaube ich, also, dann reserviert. Dann bekommt man halt noch so einen Download-Code und kann sich dann die Kostüme Ocarina of Time und Twilight Princess runterladen. Sieht eigentlich noch nice aus. War gut. Natürlich mal Standard zum Gucken, wie es so aussieht und so. Und ich muss sagen, let's go mit Ganondorf. Das kann lustig werden. Schwerter des Bösen. Link and his friends defeated Sia and her legions, returning peace to Hyrule. But that peace would be short-lived.
At the moment when Link drew the Master Sword from its pedestal, he had inadvertently broken the seal on the last Spirit Fragment's prison, setting it free to unite with the others. His spirit made whole, Ganondorf was reborn. His first act was to return to Gerudo Desert, the center of his power in Hyrule. Once there, he summoned the spirits of Zant and Girahim from their imprisonment to serve him. Finally, Ganondorf would hold the complete Triforce in his hands and wield its full power. Knowing his enemies were approaching, he built a stronghold in Gerudo Desert for the coming battles. With Zant and Girahim at his side, Ganondorf was poised to conquer Hyrule. The future was bleak for the forces of light. Oh je, Leute. Gut, Santos kein Wunder, das war bereits bei Twilight Princess so. Girahim auch nicht weiter verwunderlich, weil Ganondorf ist ja eigentlich die Reinkarnation des Todbringers. Der Todbringer war auch der Meister von Girahim. Trotzdem, dass es so einfach ging jetzt mit Girahim und so, wundert mich ein bisschen. Alter, manchmal sind wir jetzt die Blauen und sind wir die Roten. Sind wir die Gelben oder was? Besiegt alle Feinde, Niederlage, nix, okay. Wir können nichts falsch machen, das ist doch immer schön. Ach, nehmen wir das Falsche. Okay, Schlachtfeld, wie sieht's aus? Doch, wir sind die Blauen. Ach du heilige Scheiße. Wir sind die Gelben, wer sollen die Roten sein? Ganondorf und die Blauen, ich glaub's auch. Tja, legen wir los. Es gibt da etwas, das ich will, und ich habe alles, was ich brauche, um es zu bekommen. Ja, Gebieter. Das Triforce wird mir gehören. Wir müssen unsere Stärke demonstrieren. Jo, das müssen wir. Also natürlich nicht wir, sondern er. Ich kann es, ich auch Bomben werfen kann, aber keine Ahnung, aber das ist einfach nur geil. Ich hab's drauf, Mann. Ich hab's drauf, Mann. Sogar auch mir ist das klar. Er kann auf das gut, kann's aufhören, sie haben es wegtapiert. Alter, er ist doch nicht schneller, aber er hat Power. Achso, ist ja meiner, stimmt ja. Eine coole Spezialleiste. Wieso ist die voll? Also nicht die gelbe, sondern die lila. Ne? Hä? Waren es mit ihm auch schon zwei? Ist klar, einfach die Attacke des Todbringers. Okay, meine Schwert leuchtet noch lila. Wie kann die deaktivieren? Geht das irgendwie? Ah doch. Mit Y. Wow, Alter. Okay, Ganondorf, mit dir zu fighten macht Spaß. Ich weiß, ich bin ja ein Krieger des Lichts und so und dürfte das eigentlich nicht sagen, aber es macht Spaß. Was haben sie sich gestellt im Vor? Hier Platz zu machen. Snappt euch diese Idioten. Wieso ist so ein indischen Dezent dabei? Ich weiß es auch nicht. Du. Geh mir aus dem Weg, Mann. Wenn diese Festung erobern, dass die Monster aus der Siedlung treiben. Ich fand mich echt, der Todbringer hier auch noch irgendwie einen Auftritt hat. Wäre noch geil, war das so ein Kampf zwischen Todbringer und Ganondorf. Ja, theoretisch müsste der Todbringer stärker sein. Gut, ich habe ja theoretisch schon mal gewusst, wieso und das alles und so weiter. Aber bei diesem Spiel bin ich nicht mehr so sicher. Vor allem Ganondorf mit langen Mähnen und so sind Todbringer immer ähnlicher. Das habt ihr im Handel bewerkstelligt, ihr besitzt wirklich große Macht. Ja, das ist ohne Triforce-Fragment, wohlgemerkt. Was kommt hier jetzt alles noch? Geh mal runter, wa? Bis jetzt ist es noch relativ einfach.
Du wagst deinen künftigen Gebiet anzugreifen? Wie kannst du es wagen? Hat er gerade... Da kann sich aber teilweise transformieren. Als wäre irgendwie so ein Zoanutz aus One Piece. Ja, das war gar nicht irgendwie seine schweinische Form, das war gar nicht die Gennenform. Also zumindest mal ein Teil davon. Also ist auch nicht untertan. Das ist wohl eine gute Frage. Ganondorf hat 4 Feinde besiegt. Der ist einfach der krasseste, der coolste. Ah, das ist ja fast zu einfach für euch, mein Gebieter. Jo. Ganondorf hat die Festung erobert. Einfach nur mal was kann. Werdet euren Namen gerecht. Blieb es euch auch die letzte Festung zu erobern? Sag mal, wenn er wirklich zu uns oder uns untertan ist, wieso macht er es dann nicht? Was wollt ihr, Martin? Ich bin Ganondorf. Der einzig wahre Dämonenkönig. Alter, macht das Fun. Hätte nie gedacht, dass mit Ganondorf zocken so Spaß machen kann. Auf alle Fälle zockt er sich besser als bei Super Smash. Das muss man auch mal so erwähnen. Was bist du für ein Insekt? Hat überlebt. Not bad. So, ich weiß, meine Waffe ist aufgeladen. Natürlich mit der Macht des Dämonenkönigs. Also spielt natürlich mit den Verbannten. Boah, Alter. Stufe erhöht. Okay, bereits Stufe 2. Ist, wenn ich erlauben, dass meinen Brüdern das antun. Er muss so leider. Ihr seid viel zu schwach. Wieso kämpft ihr überhaupt noch? Sowieso bereits erobert. Drücken gegen die Truppen von Ganondorf vor. Sollen sie mal. Wir scheinen sie vorzuwagen. Jetzt können wir die Siedlung erobern, Gebieter. Die Dorffestung, die Flussfestung. Ja, wir kommen bereits. Wir werden noch ein paar Items einsammeln. Wo bist du überhaupt? Sagt gar nichts. Ist bereits down. Ach, Ganondorf, wieso eigentlich die ganze Mühe? Du verlierst doch sowieso am Schluss. Alter, es ist Stufe 3 und trotzdem schon so beinhart. Beinhart wie ein Walker. Naja, ein paar Gegner haben es vielleicht hier noch, aber ganz ehrlich. Das ist doch alles nicht wahr und keine Gegner für uns. Guck mal. Oder Nummer 1, die muss gerade sein. Wo ist der andere? Das ist dort. Sehr schön. Gucke mal, ich habe was Schönes für euch. Das war ja klar. Was, dort oben wollen wir verarschen? Och, Menno. Kommt doch niemals rechtzeitig hin. Von euch war das nichts anderes als Großtaten. Ja, schön. Okay, jetzt die mal hier unten früher gemacht. Könnt ihr bereits hochgehen. Nee, Leute, jetzt Kultura ist mir zu weit weg, ganz ehrlich. Bis da oben bin ich vor allem noch die ganzen feindlichen Armee gecatcht habe und so, dauert mir zu lange. Macht mal offscreen, also sprich einen Weg dorthin und zeig's auch dann in einem anderen Part, in einem anderen Durchlauf. Spürt die Macht von Ganon! Ja, besser kann man sich formulieren. Holen wir uns auch noch ihre letzte Festung. Ja, die gelben Truppen, was machen? Die machen noch nichts. Hallo! Die Macht des Blitzes! Ich beherrsche Raito Jutsu! Okay. Wow! Wer greift mir da an? Wer? Wo ist eigentlich die Echse? Bereits platt gemacht? Ich kann mich an erinnern.
So, ich wollte eigentlich noch was anderes machen. Und zwar Blitze schleudern, einfach nur weil ich es kann und weil es episch ist. So, Problem gelöst. Höchste Gefahr für Schwächlinge. Wer ist denn dort oben? Santo? Haben wir gerade Gideon ist dort oben. Ja, mein Gegner scheint nicht völlig unfähig zu sein. Na cool, schon wieder ganz alleine da oben bist. Du Arsch mit Ohren. Mann, häng nicht mal als Bösewicht, taugt da was. Wagen sie tatsächlich hervor. Tja. Das jetzt mal wahr, wa? So, erledigt oder fehlt noch was? Ich will das für ihn erobern. Also wird so ewigen Treu zum Todbringer, wa? Was ist das für ein Radau? Verdächtige Gestalten treiben hier Unwesen. Guck. Dämliche Hexe, Mann! Rücken gegen die Truppen von Gandalf. Okay, wenn sowieso Gideon da oben ist, gehe ich mal hoch. Feuerspeiner König, du kommst ein bisschen im falschen Moment, Kumpel. Du bleibst König der Dongomir. Ja, wenn du das schaffst, dann kein Problem. Kommt er bereits? In der Wüstenburg. Ja, ich mach das schon. Das ist fast zu einfach für euch. Ja, ist ja schön für dich. Wo ist ein Gideon jetzt? Dachte, er wäre hier oben. Jo, ist er auch. Santo ist in Gefahr. Was, so schnell geht das? Das übersteigt meine Fähigkeiten. Dann doch, ich muss um Hilfe bitten, Gebieter. Ja, komm gleich. Wie war das? Bist du nicht der Schattenkönig? Ja, der Titel heutzutage, hey, darauf kannst du dich nicht mehr verlassen, Kumpel. Gandalf rettet uns. Da gibt's ja auch kaum, ey. Wo ist er jetzt? Da dort. Du hast Santo gerettet! Ja, wieso weißt du auch nicht? War einfach nur eine spontane Idee. Hallo, Drongo! Ja, mach schön, yummy, yummy. Ja, immerhin die Hälfte, wa? Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Na, Dongo. Oh, verdammt. Du. Und der Part ist auch schon wieder vorbei. Man glaubt es kaum. Lalalala. Alter, einen Angriff und er ist down. Bei dem hat es länger gedauert. Ich stehe kurz davor zu fallen. Schon wieder. Habt ihr noch starke Gegner, wa? So, wir versuchen nochmal mit Ausweichen das zu bewirken. Und manchmal klappt es auch. In your face. Tja, Leute, momentan mit Gandalf sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich könnte es besser sein, aber kann auch viel schlimmer sein. Natürlich für die Rubine, ist klar.
Kommen wir dazu. In der Wüstenburg. Okay, Xandro geht soweit gut. Der muss sich noch ein bisschen. Wir können dann mal Giwahin noch retten oder so. Na gut, haben wir eigentlich bereits geholfen. Mich hat nichts gesagt. Dämonenkönig, steht mir bei. Ja, wie meinst du jetzt? Einen Todbringer oder wir? Ist auch egal. Leute, wie es weitergeht hier mit Ganondorfs Rückkehr. Ach du Scheibenkleister. Das sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.